Das Mann fällt euer Mund abbredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Da haben wir den Mario und den Stefan von Happy Harvest. Grüß euch. Ja. Ja, grüß dich, ist gut. Die haben uns gerade reingebombt in unser Mundartbredel, das war richtig geil. Ja. Ein super Auftritt, die Leute. Ich glaube, einer war sogar am Boden begeistert gewesen. Ja. Einer war am Boden gelegen und hat da. Aber ausnahmsweise Publikum gehört. Ja. Mich würde interessieren, wer schreibt? Du, oder? Schreibt die Du bist der Bandleader. Texte und die schreibe ich und wir dann so gemeinsam arrangieren. Aha, okay. So richtig notenmäßig oder spontan? Ich kann nur die Akkorde auf der Gitarre und die Texte nicht. Ja. Und dann machen die anderen was dazu? Machen dazu und das merkt man sich dann auf. Nehmen so probemäßig auf. Ja. Man plant ja genauso Stopps zum Beispiel, wo du sagst, jetzt alle leise und dann puff, geht's wieder los und so. Das ist dann so eine Ausarbeiten, wo Kinder am besten Pause passen oder Anfang mit verschiedenen Instrumenten, was wir da ein bisschen passen und so läuft das noch nämlich. Mit vier Leuten ist es gar nicht so einfach. Gell? Vor allem, wenn man gerade gesagt haben, nicht dreimal in der Woche gespielt oder so, dann musst du eigentlich die Sachen nehmen, weil es wird ein bisschen her und auf der anderen Seite hat das halt auch noch immer so einen ganz frischen Charme. Gell? Weil es immer wieder neu anders wird. Wir sind recht gut eingespielt und einigen in so einer Schnur. Wie lange bist du jetzt? 10 Jahre. 10 Jahre schon. Ja, das merkt man schon. Also man merkt auf jeden Fall, dass ihr irgendwie gut verdichtet seid mit dem, was ihr da macht. Und saubere Ideen auf jeden Fall. Also, Leute, dieses Afrikanische mit dieser Schneestange. Das brauchen wir ja schon seit 10 Jahren, das war ja seit die Schlosser Wasser. Du musst dir unbedingt das Original nehmen. Das ist schon groß. Das ist, er verarscht mich natürlich nur, wenn er sagt, das ist ein wirkliches afrikanisches Lied. Das ist tatsächlich. Das ist echt ganz, ja. Das findest du auf YouTube. Schon lustig, was du geben. Das ist sogar bei Cocktail und sein Nymphe von Bud Spencer und die einzige ist das. Okay. Museum und See. Ja, genau, da soll sie da irgendwie die Bilder da auflauern und die da zusammenschlagen und so. Okay. Das ist richtig wie was existiert. Also das ist kein Spaß. Aber so läuft es recht gut bei, oder? Ich glaube, CDs gehen gut, oder? Es ist nach wie vor einfach ein Hobby, das was wir neben unserem Beruf machen. Und wo man probiert, dass wir jede 2 Jahre ein Album aufnehmen. Ihr habt aber jetzt 4, oder? 4 haben wir. Ja, das ist doch super. Ja. Da bist du dann schon ein ganz schön kreativer Kopf, oder? Weil du musst für 4 Alben, da brauchst du einen Haufen Zeit. Das Artwork haben wir aber so gemacht. Das Artwork habe ich alles so gemacht. Wow. Ja, bist du Multi. Bist du auch so der alles macht, oder? Der alles ein bisschen. Vom Booking bis der Bandpapa ist das, der holt alles zusammen, weil sonst würden wir da irgendwo... Pressearbeit und die ganzen... Machst du es dann nur noch das, oder? Nein. Nicht? Noch ein Job nebenbei? Ja, das ist nur Hobby. Also das ist nur Hobby? Also das kann nicht beruflich sein. Also wenn das unser Job war, dann wollten wir jetzt wahrscheinlich arme Schlucker sein. 4 Leute davon leben das. Ja, es ist schwer. Stimmt, ja. Und auch völliger Wahnsinn, man muss sich mal vorstellen, die sind heute von Wien nach Fang gefahren, sind auftreten und sind wieder nach Wien gefahren, alle 2 Bandkollegen. Das ist, das sind ja 10 Stunden Fahrt oder so bald. Weil sie am Montag wieder arbeiten müssen dann, ne? Ja, Wahnsinn. Also praktisch. Aber früh um 8. Man kann es nur jedem wärmstens empfehlen, wenn irgendwann einmal der Name Happy Harvest fällt, man muss hingehen, weil das ist, du brichst zusammen, das ist so geil. Und ich mag vor allen Dingen Musik total gerne, ich habe euch ja über das Internet quasi raustaucht irgendwo mal und habe mir ein bisschen reingekehrt in euer Zeug und das sind wirklich für mich so neigefräste Melodien, die du da ganz schwer wieder rauslässt. Dieses muss man mal, da bin ich echt ewig lang mit dem Auto rumgefahren, muss man mal. So, und lauter so, oder Heil für die Keime und so, das sind so Melodien, wenn du das einmal ein bisschen 2-3 Mal gehört hast, du kriegst das nicht mehr raus, das ist echt. Wo spielt ihr überall? Danke sehr. Ja, wir spielen eigentlich überall, wo mein Anfang ist. Ja. Und wenn es irgendwie passt, zeitlich und so, dann spielen wir, weil wir können gar nicht jeden Auftritt spielen, also so vollkommen oft. Hat einer nicht Zeit oder wenn man zu viert ist, ne? Es geht sich irgendwie beruflich zeitlich nicht aus oder Familie oder beruflich. Also wir spielen ungefähr so 10 Auftritte im Jahr, maximal jetzt mittlerweile. Ja, früher haben wir ja 15 gehabt.
Da haben wir heute eine richtige Ehre gehabt, dass sie was waren. Ja, also ich muss auch sagen, die Leute, die waren alle hellauf begeistert. Das war unser Ziel, dass wir mal über Österreich rausgehen, so im bayerischen Raum, weil... Wir haben auch das Ziel, wir wollen nach Österreich. Was ist in Österreich? Nicht viel Austausch, nicht viel, ja, haben wir einen Austausch. Kufstein war Ziel. Kufstein waren wir auch schon. Nein, also das war aber schon so, weil ich war nicht, ob ich recht habe, mit Fitrol, weil das größere Mundartszene in den Diensten haben. Ja, da wo der Bank geschlagen ist, ist er nichts wert. Das ist einfach so. Meistens oft einmal so. Aber ich finde es total klasse, weil ihr seid sehr unverbraucht. Schwerer als bei uns. Das macht nur den Anschein. Also jetzt nicht körperlich oder so, sondern eher musikalisch unterbraucht. Ich glaube, das liegt schon auch daran, dass ihr eben nicht 5-mal in der Woche spielt. Das ist das, die 10 Auftritte, da kann jeder die Energie aufbringen, dass für das Publikum einfach super ist und wir haben da einfach einen Spaß, weil es ist nicht so zwingend. Also für uns selber geht es nur um einen Spaß, das muss man auch sagen. Wie gesagt, es ist nach wie vor ein Hobby. Und wenn wir uns dann wieder treffen, wie gesagt, wir sind in Wien, wir sind in Zollbach und Hinterklemm, nachher freuen wir uns in erster Linie, dass wir unsere Bandkollegen treffen und mit denen dann super Abend verbringen können. Und wenn es dann ein Publikum nur taugt, nachher ist natürlich nur der Bonus drauf, dass das passt. Ja. Wenn wir nachher nur so 100 bis 800 CDs verkaufen, dann zahlt sich das natürlich aus an. Ungefähr. Ja, wenn man 4 CDs verkauft, verschiedene dann. Der CD verkauft ist vielleicht schon weniger, man merkt das schon. Die haben gar keine CD-Spieler mehr. Wir sind mittlerweile mit unserem neuen Album auch auf Spotify gegangen und das passt. Ja, also da wärst du runtergegangen, aber verdienst halt nichts. Ja, aber die Reichweite ist einfach besser. Das ist das Thema mal gemacht. Verdienen. Es gibt Leute, die gerne was in der Hand haben. Am liebsten hätte ich Vinyl gemacht. Es war uns jedenfalls eine große Freude und ein Fest. War ein richtig schöner Abend, oder? Danke, super. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Danke sehr. War sehr schön. Immer wieder gern. Dis man foi toia munda prido, drei